Thema, das wir heute anschauen wollen, heisst biblischer Glaube. Und ich habe eine Bibelstelle, die wir zusammen anschauen wollen. Markus 11, 22 bis 24. Nach der revidierten Zürcher Übersetzung. Revidiert von mir. Also nur der erste Satz, wo Jesus steht, habe ich revidiert. Ich sage dir warum. Da lesen wir, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Ihr könnt nachlesen, wie es bei euch steht. Habet den Glauben Gottes. Habet den Glauben Gottes. Dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Das ist eine ziemlich extreme Aussage von Jesus da. Ziemlich extrem. Und schon mit dem ersten Vers, wo er sagt, habet den Glauben Gottes. Ich glaube, bei euch steht es, fast in allen Übersetzungen steht es anders. Hat jemand eine Übersetzung, wo es gleich steht? Habt Glauben an Gott, steht hier in meiner Übersetzung, in der unrevidierten Zürcher Übersetzung. Aber das ist so. Weiter ein bisschen griechischer Unterricht heute Morgen. Im Griechischen steht dort Echete pistin theu. Und das heisst, habt den Glauben Gottes. Nein, habt Gottes Glauben. Aber es gibt im Griechischen da zwei Übersetzungsmöglichkeiten, respektive im Deutsch. Man kann beides sagen. Man kann beides sagen. Ist beides gleichwertig. Ist beides gleichwertig. Nur, glaube ich, haben die Übersetzer in der Regel nicht den Mut gehabt, um zu sagen, habet den Glauben Gottes. Weil das klingt so ein bisschen arrogant, oder? Dass Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Aber ich glaube, wenn man die anderen Verse näher anschaut, hat Jesus eigentlich das gemeint. Ich bin überzeugt, Jesus hat gemeint, habet den Glauben Gottes. Wir sind ja im Bild Gottes geschaffen. Gott gleich. Gott ähnlich. Und es gibt die beiden Übersetzungsmöglichkeiten, habet den Glauben an Gott oder habet den Glauben Gottes, und diese beiden Möglichkeiten gleichwertig. Es ist ein Genitivus Subjektivus, nennt sich das. Es ist eine Genitivverbindung, die man so oder so übersetzen kann, wie es der Übersetzer will. Wie es der Übersetzer will. Es gibt keine Richtlinie. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Jesus gesagt hat, habet den Glauben Gottes. Habet den Glauben Gottes. Dann haben wir die Frage gestellt, wie hätte Gott geglaubt? Wie hat Gott geglaubt? Hat jemand eine Idee? Wie hat Gott geglaubt? Das müssen wir wissen, wenn wir schon den gleichen Glauben sollen haben. Wie hat Gott geglaubt? Hat niemand eine Idee? Schwierige Frage. Ja, aber er sagt, ja, habet den Glauben, nicht das Wissen Gottes. Und ich glaube, wenn wir die Bibel anschauen und schauen, wie hätte Gott geglaubt? Er hat geredet, 1. Mose 1, Vers 3. Er hat gesagt, es werde Licht. Es werde Licht. Und dann sehen wir den Glauben Gottes. Er hat gewusst, jetzt wird es Licht. Jetzt wird es Licht. Er hat nicht gedacht, ich sage jetzt mal, es werde Licht, und jetzt schaue ich mal, was passiert. Passiert überhaupt etwas? Und wenn ja, wenn passiert etwas? Keine Ahnung, probier es mal. Nein. Sondern Gott hat geredet und er hat gewusst, was er redet, passiert immer. Immer. Überall. In jeder Situation. Ausnahmslos. Das ist der Glaube Gottes. Er hat gewusst, das, was ich rede, wird immer passieren. Im Römer 4,17 steht,
Sogar Sachen, die es vorher nicht gegeben hat, spricht er in Existenz. Dort steht, er ruft dem, was nicht ist, dass es soll sein. Also das, was es nicht gibt, Gott ruft dem, was es kommt. Das ist da, wie bei der Schöpfung. Sachen, die nach den physikalischen, nach den irdischen, nach den natürlichen Gesetzmäßigkeiten unmöglich sind. Gott redet, was passiert. Das ist der Glaube Gottes. Die Bibel sagt uns ja, für Gott ist nichts unmöglich. Warum ist ihm nichts unmöglich? Weil er weiss, dass das, was er redet, dass das, was er sagt, was er ausspricht, passiert. Und Jesus sagt uns hier, habet den Glauben Gottes. Habet den Glauben Gottes. Das ist übrigens ein Haufen von diesen Genitivverbindungen im Neuen Testament, die man so oder so übersetzen kann. Das ist einfach eine von vielen, die die Übersetzer sich entschieden haben, so zu übersetzen. Aber Jesus sagt hier, habet den Glauben Gottes. Wir sollen den Glauben Gottes haben. Der gleiche Glaube wie Gott. Ist das überhaupt möglich? Was meint ihr? Ist das überhaupt möglich, dass wir den gleichen Glauben haben können wie Gott? Was denkt ihr? Allgemeine Stimmenthaltung. Das ist keine Fangfrage. Also, Jesus sagt uns ja, als er den Vater vorgestellt hat, sagt er, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sagt er ja, Jesus sagt, habe denselben Glauben, den Glauben Gottes. Und das sagt er in Markus 9, Vers 23, sagt er, hört mal, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles, hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, vieles ist möglich dem, der glaubt. Oder manches, manchmal ist möglich dem, der glaubt. Sondern er hat gesagt, alles. Auf Schweizerdeutsch, tutti frutti. Das ist italienisch. Alles ist möglich. Alles. Alles. Hat er da überzogen, damit wir wenigstens ein bisschen mit hinten nachhinken? Oder hat er es so gemeint? Ich glaube, er hat es so gemeint. Alles. Alles ohne Wenn und Aber. So hat er das gemeint. Jetzt gibt es aber einen Haufen Wenn und Aber. Ich weiss, Sie kennen die alle auch. Die sind alle einleuchtend, vernünftig, logisch. Wir haben sie schon erlebt. Und die sind auch gegründet darauf, auf diesen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Die sind gegründet auf unserem Vermöglichhalten, auf unseren Erfahrungen eben, auf unseren Erwartungen vielleicht, dass eben doch nicht alles möglich ist. Und Satan tut das noch unterstützen. Dass wir ja nicht dorthin kommen, dass wir sagen, Jesus hat es wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat. Er hat das total überzogen, das stimmt doch nicht, das kann ja nicht sein. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre wirklich so. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so, dass alles möglich ist, dem, der glaubt. Stell dir mal vor, dass alles möglich ist, dem, der glaubt. Was wäre, wenn das stimmen würde? Was wäre, wenn das stimmen würde? Was würde sich verändern in deinem Leben? Was würde sich verändern in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft? Was wäre, wenn das stimmen würde? Ich glaube, es stimmt. Jesus hat nicht ein bisschen übertrieben, dass man wenigstens die Hälfte versteht. Aber wichtig ist, dass wir wissen, was ist denn eigentlich der biblische Glaube? Um was geht es bei diesem biblischen Glauben? Das müssen wir erkennen und wissen, dass wir auch wissen und erkennen, was hat Jesus damit gemeint, als er gesagt hat, habet den Glauben Gottes. Dass wir wissen, was hat er mit dem gemeint. Dass wir den gleichen Glauben sollen und können haben wie Jesus. Stell dir mal vor, der gleiche Glaube, du sprichst Sachen in Existenz, die es gar nicht gibt. Die gar nicht da sind.
Zum Beispiel, es gibt Beispiele von Frauen, wo die Gebärmutter operativ entfernt worden ist und dann können sie Kinder bekommen. Bekommen sie plötzlich ein Kind, wird sie schwanger. Oder ein Trommelfell, das weg ist, plötzlich wieder da. Oder in Aarau, wo ich letztes Jahr war, wo ein Teenager für eine Frau gebetet hat, die keine Muskeln mehr hatte im Fuß, im Knöchel. Und der Teenager hat ihr die Hände aufgelegt und Muskeln gesprochen. Und die Muskeln waren wieder da gewesen. Oder Charles Ndifon spricht von einem Beispiel, wo er in Amerika für einen Mann gebetet hat oder geredet hat, hineingesprochen hat in den Mann, der keine Augäpfel hatte. Also es war alles weg, er hatte Glasaugen. Und der Mann ist vorgekommen und er aufgerufen hat für Heilung und hat gesagt, ich will sehen. Und hat die Glasaugen rausgenommen. Und dann hat der Charles dann gesagt, leck Gott, was mache ich jetzt? Und dann hat Gott gesagt, glaubst du, dass ich das kann? Dann hat der Charles gesagt, ja. Dann hat er gesagt, im Namen Jesu, du sollst sehen. Und der Mann sind die Augäpfel nachgewachsen. Dem rufen, der nicht ist, dass es ist. Sachen, die unmöglich sind, die es nicht gibt, in Existenz sprechen. Unmögliches Zeichen und Wunder, dass Naturgesetze aufgehoben werden, Grenzen vom Möglichen gesprengt werden. Auch die Grenzen von dem, was wir für möglich halten, gesprengt werden durch den Glauben Gottes. Durch den Glauben Gottes. Apostelgeschichte 3,6, der Petrus und der Johannes, wo sie zum schönen Tor gekommen sind vom Tempel, wo der lahme Mann dort vor dran gelegen ist, hat er gesagt, steh auf im Namen Jesu. Und der Mann ist aufgestanden, etwas, was er nicht konnte, was nicht gegangen ist, was unmöglich war. Oder der gleiche Petrus, Apostelgeschichte 9, Vers 40, wo sie ihn gerufen haben zu einer toten Frau, zu Tabitha, die ist gestorben. Dann haben sie ihn gerufen und gesagt, hey komm, sie ist gestorben. Und der Petrus ist gekommen, Apostelgeschichte 49, könnt ihr nachlesen. Dort steht, er hat zuerst alle rausgeschossen, die noch mit im Zimmer waren. Er steht wirklich, er hat sie rausgeschossen. Ekballo, das griechische Wort Ballistik kennen wir, ist ja vom Schiessen. Er hat sie rausgeschossen. All die Unglauben hatten, und am Schluss allein mit dieser Frau dort drinnen gewesen, mit dieser Leiche. Und dann steht, zuerst hat er mal gebetet. Ich weiß nicht, was er gebetet hat. Vielleicht hat er gesagt, Jesus, das ist meine erste Leiche. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hilf mir, Heiliger Geist. Komm, störe mir den Glauben auf, den Glauben Gottes. Und nachher, was hat er dann gemacht? Und dann hat er zu dieser Toten gesagt, und jetzt Tabitha, steh auf! Das ist eigentlich etwas Blödes, zu einer toten Frau so zu reden, oder? Steh auf. Aber er hat es mit dem Glauben Gottes gemacht. Und die Frau ist aufgestanden. Naturgesetz, das Mögliche, das, was wir für möglich halten, wird gesprengt durch den Glauben Gottes. Durch den Glauben Gottes, das, was Jesus hier meint. Du sagst jetzt vielleicht, ja, klar, aber hey, das war der Petrus, das war der Johannes, das war vielleicht noch der Apostel Paulus. Das waren eben die ersten Apostel, das waren die ersten Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die ihn zum Teil noch gesehen haben, ihn noch erlebt haben. Klar, aber ich, komm, vergiss es doch. So denken wir doch normalerweise, oder? Petrus, Johannes, Silas, Paulus, klar, aber ich. Im 2. Petrus 1, Vers 1, dort sagt der Petrus, der zu dieser toten Frau geredet hat, dort sagt er, welche durch die Gerechtigkeit unseres Gottes, also welche, das sind wir, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus, hört, einen gleich wertvollen Glauben erlangt haben wie wir. Habt ihr verstanden? Er redet von denen, die nach ihm gläubig geworden sind, also auch von uns, welche
durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus einen gleich wertvollen Glauben erlangt haben wie wir. Das heisst, du hast den gleich wertvollen Glauben bekommen wie der Petrus. Jetzt sagst du, ja klar, mein Glaube ist mir sehr, sehr wertvoll. Da gebe ich nie mehr her. Aber der steht im Griechischen steht eben nicht wertvoll. Ich weiß nicht, wie es in euren Übersetzungen steht. Im Griechischen steht das Wort Isotimos und das heißt gleichwertig in Beziehung auf den Effekt, der dasselbe leistet. Also du hast den gleichen Glauben bekommen wie der Petrus, der Johannes oder Paulus, der gleiche Glaube, der das Gleiche leistet, der das Gleiche machen kann, der das Gleiche vollbringen kann, wie im Fall von Petrus bei Tabitha oder bei dem lahmen Mann vor der schönen Pforte im Tempel. Du hast den gleichen Glauben. Der Glaube, der das Gleiche bewirkt, der die gleichen Auswirkungen hat, wenn du ihn einsetzt. Wenn du ihn einsetzt. Dein Glaube, den du hast, bewirkt das Gleiche wie beim Petrus. Dein Glaube bewirkt das Gleiche wie beim Petrus und beim Paulus. Hast du gehört? Du hast den gleichwertigen Glauben bekommen. Du, was das Gleiche bewirkt. Woher kommt der Glaube? Römer 10, Vers 17, aus dem Wort Gottes. Also kommt der Glaube wörtlich aus dem Gehörten, das Gehörte aber aus dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wenn du Wort hörst von dem, der geredet hat, wo es ist leicht geworden. Wo ist heute noch leicht? Ist heute noch leicht. Der Glaube an den, der geredet hat und der Sturm ist ruhig geworden. Das Wort von dem, der geredet hat und der Tod Lazarus, der schon 4 Tage im Grab gelegen ist, wo der ist rausgekommen, der Glaube an das Wort von dem, an das Wort Gottes. Nicht an deine Worte, sondern an das Wort von ihm. Das ist der gleiche Glaube, der Glaube Gottes. Der Glaube, der das Gleiche bewirkt, wie beim Petrus, beim Johannes und beim Paulus. Und im Vers 23 sehen wir die Auswirkungen oder das Wirkungsgebiet, das Einsatzgebiet von diesem Glauben, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Da sehen wir den Glaube in Aktion, wie der Glaube in Aktion ist. Und damit der Glaube in Aktion kann treten, musst du reden. Du musst reden gemäss deinem Glauben. Du musst reden gemäss dem, was du willst von Gott. Gemäss deinem Glauben. So wird der Glaube freigesetzt. Das hat auch Gott so gemacht. Und er hat gesagt, es werde Licht. Dann hat er das ausgesprochen, was er wollte. Er hat nicht gesagt, oh, es wäre schön, es wäre ein bisschen heller hier. Hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, es werde Licht. Der Glaube redet das, was er glaubt. Wer schweigend abwartet, wer einfach wartet und nichts sagt, der geht leer aus. Der Glaube redet, der Glaube äußert sich, der Glaube spricht aus. Also reden gemäss dem Glauben ist entscheidend wichtig. Dass du redest gemäss dem Glauben. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und das meint in der Regel ja nicht buchstäblich Berge. Dass wir den Bergen befehlen, sie müssen verschwinden. Aber es gibt tatsächlich Beispiele, wo so passiert ist. Ich habe so ein Beispiel gelesen von irgendwo aus dem Orient, wo so ein Herrscher, Mustasasim hat er geheissen, der wollte, dass alle Leute von seinem Volk den gleichen Glauben haben. Und er hat festgestellt, dass es da Christen gibt in seinem Volk, die nie zu seinem Glauben kommen wollen. Und er hat seine Gelehrten kommen und hat gesagt, hey, was machen wir mit denen? Und dann hat einer von diesen Gelehrten gesagt, schau mal, da in der Bibel steht, wenn die Gläubigen am Berg befehlen, er soll verschwinden, dann verschwindet er. Jetzt holen wir doch die und sagen, der Berg der muss verschwinden, sonst werden ihr alle einen Kopf kleiner. 10 Tage Zeit und dann muss der Berg weg sein, sonst sehen wir, euer Glaube ist gar nicht wert.
Oder ihr werdet, entweder bekehrt ihr euch zu unserem Glauben oder ihr werdet umgebracht. Und dann haben die Christen ein Problem gehabt. Dann haben sie ein Problem gehabt. Und dann haben sie angefangen zu fasten und angefangen zu beten. Da ist man natürlich sehr motiviert. Dann macht man das gerne und mit Überzeugung. Und die haben das gemacht. Und dann ein Schuhmacher, ganz einfacher Mann, hat die Christen dort angeleitet. Und er ist am letzten Tag, die waren zusammen, die Christen, und der Herrscher mit seinen Leuten, mit seinen Soldaten, die schon gewartet haben, dass sie reinschlagen können, haben auch gewartet. Und am letzten Tag von diesem Ultimatum ist der Schuhmacher aufgestanden und hat befohlen, im Namen Jesu Berge Befehlende verschwinden. Und dann hat es ein Erdbeben gegeben. Und dann hat es ein Erdbeben gegeben und der Berg ist verschwunden. Es war flach. Das ist wahr. Das ist eine wahre Geschichte. Und schlussendlich haben sich ein Haufen von diesen Soldaten und von diesen Zuschauern, die da waren, haben sich bekehrt. Und scheinbar ist auch der Herrscher, der Mustasasim, hat sich bekehrt. Aber nach der Geschichte nur heimlich. Aber immerhin. Also es hat Auswirkungen gegeben im geistlichen Bereich. Wenn die Berge verschwinden, das hat Auswirkungen. Aber normalerweise meint es nicht buchstäblich Berge. Dass plötzlich der Sentis weg ist, weil ein paar Christen geglaubt haben. Und sonst, wenn er weg wäre, dann wisst ihr warum. Sondern ich glaube, Jesus meint vor allem Berge von Schwierigkeiten, von Problemen, von Nöten, von Hindernissen, vielleicht von Krankheiten in unserem Leben. Solche Berge meint er. Und solche Sachen können sich ja vor uns auftürmen, vor uns aufstellen und sagen, hey, schau, hier bin ich jetzt. Bam, da bin ich. Mit mir musst du jetzt leben. Ich gehöre aber jetzt zu dir. Ich bin ein Teil von dir. Haben wir vielleicht alle schon erlebt. Das sind solche Berge, meint er. Solche Berge. Und Jesus meint da, oder sagt da, red zu deinem Berg. Red zu deinem Berg. Er soll sich hinwegheben, und zwar ins Meer. Warum ins Meer? Warum ins Meer? Ich habe mich das gefragt, warum ins Meer? Und ich denke, wenn er sich hinweghebt ins Meer, dann ist er fort. Weg von der Bildfläche. Du siehst nicht mehr, er ist verschwunden. Er ist weg. Und wenn du das so ausmalst, wenn du dir vorstellst, wie jetzt so ein Berg sich ins Meer verpflanzt, das gibt eine rechte Flutwelle. Es gibt einen geistlichen Tsunami. Es gibt eine Flutwelle. Aber mit positiven Auswirkungen. Das wird Wellen schlagen in deinem Leben, auch im Leben von Menschen um dich herum. Es wird Auswirkungen haben, positive Auswirkungen. Und ich denke, du wirst dann nicht mehr der gleiche sein, wenn du das erlebt hast. Auch die Menschen in deiner Umgebung werden nicht mehr die gleichen sein, wenn sie das erlebt haben. Wenn sich Berge hinwegheben in deinem Leben. Red zu deinem Berg, zu deinem Problem, zu deinem Hindernis, zu deiner Schwierigkeit, zu deiner Krankheit. Red zu deinem Berg. Gott sagt in Jesaja 44, Vers 26, ich bin der Herr, der das Wort seiner Knechte erfüllt und den Plan vollführt, den seine Boten verkünden. Habt ihr gehört? Gott sagt, ich bin der Herr, der das Wort von meinen Knechten erfüllt. Das Wort von meinen Knechten. Und dann sagt er, der zu Jerusalem spricht, werde gebaut. Und zum Tempel, werde gegründet. Und ich habe einen Bekannten von mir, der in Berlin einen Autoabbruch hat. Autoverwertung. Der kauft ein altes Auto auf, zum Teil Abbruchauto, Unfallauto, schlachtet es aus, aber gewisse Autos, die noch gut, in einem guten Zustand sind, die verkauft er so. Und er läuft häufig durch seinen Abbruch durch, dort wo noch die guten Autos stehen, läuft durch und redet zu seinem Auto. Er sagt, werde verkauft in Jesu Namen. Werde verkauft in Jesu Namen. Und der floriert. Der floriert. Der ist steinreich geworden. Mit Abbruchauto. Das zahlt einen Haufen Zehnte in die Gemeinde. Durch das, dass er Abbruchauto verkaufen kann. Der redet zu seinem Auto, die Autos gehen weg wie warme Weckle. Red
zu deinem Berg. Red zu deinem Berg. Du kannst auch prophetisch zu deinen Hindernissen, zu deinen Schwierigkeiten reden. Könnt ihr das alle hören, oder? Rolf hat mich gefragt, was sagst du in deinem Beruf? Na gut, jeder muss leben irgendwie, oder? So können wir auch prophetisch reden, über uns selber oder über unsere Familie. Ich sage zum Beispiel viel Psalm 22, Vers 31, dort steht wörtlich, meine Kinder werden ihm dienen, werden erzählen vom Herrn, dem kommenden Geschlecht. Und das spreche ich viel aus über meine Kinder. Meine Kinder werden dir dienen. Sie werden dir dienen aus Freude, aus Überzeugung, aus Begeisterung raus. Ohne die blöden Umwege, die ich nicht gemacht habe, sondern direkt. Prophetisch reden, das Wort Gottes, aber auch deinem Berg sagen, dass es verschwinden soll. Das ist der Glaube Gottes. Und das wird Wellen schlagen in deinem Leben und im Leben der Menschen in deiner Umgebung, im geistlichen Bereich. Wenn wir dort lesen, wo der Petrus zur toten Tabitha geredet hat, stang auf. Dann können wir dann lesen in den folgenden Vers, Apostelgeschichte 9, das Wunder hat sich ausgebreitet in der ganzen Gegend und es sind ein Haufen Menschen gläubig geworden. Ein Haufen haben sich bekehrt, weil so ein Berg sich ins Meer gepflanzt hat. Weil der Glaube Gottes eingesetzt hat. Aber die Voraussetzung ist eben die, dass wir den biblischen Glauben, den Glauben Gottes haben. Habet den Glauben Gottes. Dass wir den haben und dass wir den einsetzen. Du sagst jetzt vielleicht, ja, aber ich habe einfach keinen Glauben. Ich habe einfach keinen Glauben. Wie kommt der Glaube? Römer 10, 17 habe ich schon gesagt. Also kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber aus dem Wort Gottes. Mit was lässt du dich berieseln den ganzen Tag? Mit Wort Gottes oder mit Aussagen von dieser Welt? Entsprechend wird dein Glaube sein. Vielleicht sagst du, ja, ich habe schon Glauben. Ich habe schon Glauben, aber hey, der ist munzig klein. Ist er schon weg? Schon fort. Munzig klein. Jesus sagt, Matthäus 17, Vers 20, denn wahrlich, sagt das Gleiche, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, auch nur so groß wie ein Senfkorn. Wie ein Senfkörnchen. Munzig klein. Und wenn dein Glaube auch nur so klein ist, wenn er einsetzt, sagt er das Gleiche, dann kannst du zu deinem Berg sagen, heb dich hinweg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben, oder sagt es noch einmal, und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird noch unmöglich sein. Glaube so klein wie ein Senfkörnchen, wenn er einsetzt, wird er nichts unmöglich sein. Sagt Jesus. Nichts. Also musst du nicht sagen, ja, mein Glaube ist so klein. Setz ihn ein. Setz ihn ein. Dann werden sich deine Berge verrücken in deinem Leben. Sie werden verschwinden. Also der Glaube muss nicht gross sein. Du musst nicht warten, bis du einen grossen, riesigen Glauben hast, sondern setz dein bisschen Glauben, den du hast, setz es ein. Tu es investieren, tu es einsetzen. Das Problem ist nicht die Grösse von unserem Glauben. Das Problem ist nicht die Grösse von deinem Glauben, sondern das Problem ist, dass wir nicht beim Wort Gottes bleiben, das den Glauben bewirkt und den Glauben freisetzt. Das ist das Problem. Nicht die Grösse, sondern dass wir den Glauben vermischen mit anderen Aussagen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das ist das Problem. Die Grösse spielt gar keine Rolle. Aber er darf nicht vermischt werden mit anderen Aussagen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Zum Beispiel, wenn du sagst, wenn du liest in der Bibel, hey, Gott meint es gut mit mir. Gott meint es nur gut mit mir. Er hat seinen Sohn geschickt, er meint es total gut mit mir. Und dann kommen so Aussagen, vielleicht aus seinen Erfahrungen oder aus seinen Gefühlen, oder die Leute sagen das, hey, Gott ist sauer mit dir. Schau dich mal an, wie du bist, totale Niete, Versager, kann dich ja niemand brauchen. Und dann vermisst du die beiden Sachen und am Schluss ist es nicht mehr. Gott meint es zwar gut, und er ist gut, aber du merkst es nicht, du erlebst es nicht, weil du das vermisst. Oder wenn du liest, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Halleluja, ich bin heil in den Wunden Jesu. Und dann sagt er deine Erfahrung, aber dann hast du doch auch hier und deine Tante, die so geglaubt hat, hat es auch nicht erlebt. Oder der Doktor hat gesagt,
dann vermischen wir das Wort Gottes mit anderen Aussagen und es ist kraftlos. Es ist kraftlos. Bewirkt nichts. Die Grösse des Glaubens ist nicht das Problem, sondern dass wir den Glauben mischen mit anderen Aussagen. Dass wir den Glauben mischen mit Zweifelsgedanken, mit Angstgedanken. Das ist das Problem. Man kann sogar im Glauben richtig anfangen. Du kannst im Glauben richtig anfangen. Voll, klar, Glaubensschritt losgehen und dann doch versagen. Wenn wir Angst, Zweifel, Unglauben zulassen. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, der Petrus, Matthäus 14, 28 folgende, wo sie mit dem Schiff unterwegs waren, die Jünger, wo es gewellt hat, gestürmt hat, wo Jesus am Ufer war und hat gesehen, dass sie Not leiden und hat gedacht, jetzt muss ich zu ihnen gehen. Und für zu ihnen zu gehen, ist er extra auf dem Wasser zu laufen. Jesus. Und der Petrus hat ihn gesehen. Also zuerst haben sie noch gemeint, leck, ein Gespenst. Ein Dämon. Und es ist oft so, wenn Jesus sich in einer neuen Art offenbart, dann meinen wir Christen, oh, das könnte vom Teufel sein. Aber es war Jesus. Als der Petrus gecheckt hat, dass Jesus ist, hat er gesagt, sag, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus hat gesagt, komm. Und der Petrus ist losgelaufen auf dem Wasser. Und dann steht, dann hat er den Wind gesehen und hat die hohen Wellen gesehen. Und dann hat er versinken. Er hat Angst und Zweifel zugelassen. Ob schon er im Glauben angefangen hat, ob schon er richtig im Glauben losgegangen ist, und von dem Moment an, wo er Angst und Zweifel zugelassen hat, ist er gesunken. Ich weiss nicht, wenn du auf dem Wasser laufst und dann merkst, hey, es luftet, das hindert dich doch nicht weiter auf dem Wasser zu laufen. Der Wind hat doch da überhaupt keinen Einfluss. Oder die Wellen. Sondern der Glaube trägt auf dem Wasser. Die Angst und Zweifel, wenn wir es zulassen, in unserem Denken, können einen guten Glaubensschritt verhindern, unterbrechen, zerstören. Und im zweiten Teil lesen wir: Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, da haben wir wieder das, was er sagt, der Glaube rettet. Der Glaube rettet. Und im Griechischen ist da eine Zeitform, die eigentlich wörtlich übersetzt heisst, das, was er ununterbrochen sagt. Das, was du ununterbrochen sagst. Nicht nur einmal. Nicht einmal sagen, im Namen Jesu Berg befehle dir verschwind. Ich bin geheilt in der Wunde Jesu. Alles vermag ich. Sondern das, was du ununterbrochen sagst. Nicht nur am Morgen in deiner stille Zeit, sondern den ganzen Tag, dass du so redest, wie Gott über dich redet. Wie Gott über deine Situation, über deine Gesundheit, über dein Problem redet. Ununterbrochen. Das ist das Gleiche wie vor 14 Tagen die Predigt im Josua 1,8, wo Gott sagt, von diesem Gesetzbuch sollst du allzeit reden. Ununterbrochen. Reden vom Wort Gottes. Ununterbrochen. Nicht nur einmal, so in einer heroischen Aktion. Jetzt probiere ich es mal aus. Einmal hat nicht funktioniert, also gebe ich wieder auf. Hat nicht geklappt. Hast du schon gedacht? Nein. Ununterbrochen dranbleiben. Dranbleiben. Und dann im letzten Vers sagt er, darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt. Alles. Alles. Das soll ein Lebensstil werden von uns. Alles, in allen unseren Lebensbereichen, in all unseren Schwierigkeiten, in all unseren Herausforderungen und Hindernisse, die sich vor uns auftun. Alles. Nicht nur so hier hin und wieder einmal, so ein Glaubensschritt, sondern es soll ein Lebensstil werden, dass wir glaubend reden und glaubend vorwärts gehen und zu unseren Bergen in unserem Leben reden. In allen Lebensbereichen. Das soll ein Lebensstil sein. Alles. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt. Da bei dem Wort bitten steht für die, was interessiert, auch wieder das griechische Wort aiteo, das haben wir schon mal angeschaut, das heisst fordern, einfordern, haben wollen. Das ist ja das, was der Petrus gemacht hat, als er zu Tabitha gekommen ist. Da lesen wir, er hat zuerst betet und dann hat er nicht gebetet im Sinn von, oh Herr Jesus, bitte mach doch, dass sie wieder aufsteht. So wie wir Christen viel beten. Herr, es wäre so schön, wenn sie jetzt wieder würde.
kannst du es nicht bitte schenken, doch, bitte. Nein, er hat nicht so gebeten, sondern das Aiteo bitten, fordern, einfordern, haben wollen. Stang auf, hat er gesagt. Das ist das Aiteo bitten. Und dann lesen wir, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Das sind 3 Zeitformen drin. Glaubet, Gegenwart, dass ihr es empfangen habt, Vergangenheit, und es wird euch zuteil werden. Also der Glaube ist immer Gegenwart. Jetzt habe ich es. Jetzt. Dass ihr empfangen habt. Wann habe ich empfangen? Nachdem ich gebetet und gefordert habe im Namen Jesus. Dann habe ich empfangen. Und wenn wir jetzt mir zuteil werden, in Zukunft. Das ist ein Zeitfaktor. Das ist ein Zeitfaktor. Aber im Glauben habe ich es schon empfangen. Ob schon es noch nicht sichtbar ist, weisst du, nicht hoffst du und wünschst doch so sehr, sondern du weisst, dass du empfangen hast. Es ist nur noch nicht sichtbar. Im Hebräer 11 steht, der Glaube ist die Verwirklichung der Hoffnung. Du weisst, du hast empfangen. Du hast es schon im unsichtbaren Bereich. Und das ist eigentlich biblischer Glaube. Du hast es schon im unsichtbaren Bereich. Du bist schwanger damit. Du bist schwanger damit. Eine schwangere Frau sagt dir das Baby auch nicht. Aber sie weiss, sie hat empfangen. Sie sieht es nicht, aber sie weiss, sie hat es empfangen. Es ist da. Noch nicht sichtbar, es kommt. Aber sie weiss, dass sie hat. Und so ist auch der Glaube. Er weiss, dass er hat, dass er empfangen hat. Aber solange wir Angst und Zweifel zulassen, in unseren Gedanken, solange wir das zulassen und darüber nachdenken, in unseren Gedanken, wenn wir uns so überlegen, ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn jetzt Jesus doch nicht eingreifen würde? So die Worst-Case-Szenarien. Schlimmster Fall, oder? Was mache ich jetzt, wenn Gott doch nicht eingreift? Solange wir solche Sachen überlegen, dann merken wir sind im Hoffen. Wir sind im Bereich von Hoffnung, nicht vom Glauben. Dann hoffen wir und dann glauben wir nicht. Dann sind wir in diesem Bereich hin. Und Hoffnung hat keine Verheißung und Verhörung, sondern nur Glauben. Nur der Glaube hat eine Verheißung und Verhörung. Und wenn wir uns selber gegenüber ganz ehrlich sind, ganz offen sind, dann werden wir erkennen, ob wir hoffen oder glauben. Wenn du dir selber gegenüber ganz ehrlich bist und kennst, hoffst du nur oder glaubst du? Der Glaube sagt, ich habe es empfangen. Es ist zwar noch nicht sichtbar, aber ich habe es empfangen. Gegenwart. Die Hoffnung sagt, ich hoffe, dass ich es bekomme. Ich hoffe es. Dann bist du im Bereich von Hoffnung. Und die andere Gefahr ist die, dass wenn wir auch im Glauben angefangen haben, dass wir einen guten Start gemacht haben im Glauben, wie der Petrus, als er auf dem Wasser gelaufen ist, dass wir auch Angst und Zweifel zulassen. Und dann schlussendlich wieder versagen, leer ausgehen. Ob schon wir im Glauben angefangen haben, ob schon der Petrus im Glauben losgegangen ist auf das Wasser, hat er wieder Angst und Zweifel zugelassen. Darum sagt Jesus im Vers 23, das, was er ununterbrochen sagt. Das, was du ununterbrochen sagst, du musst dabei bleiben beim Wort Gottes. Du musst bleiben beim Wort Gottes, bleiben bei den Aussagen Gottes. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Das Wort Gottes ist das Wort, das das Universum geschaffen hat. Das ist die höchste Autorität. Dass wir bleiben bei diesem Wort und nicht andere Aussagen und Informationen zulassen in unserem Denken. Auch wenn sie noch so vernünftig, glaubwürdig, logisch, theologisch sind, dass wir sie nicht zulassen in unserem Denken, dass wir sie nicht aufnehmen und nicht bedenken, nicht zulassen, weil sie zerstören die Glauben. Die Glaube muss nicht gross sein, aber er muss unvermischt sein. Unvermischt. Und wenn du dann dein bisschen Glauben einsetzt, unvermischt, keine anderen Aussagen zulässt, dann wirst du erleben, dass das, was du aussprichst, dass das Stand kommt in deinem Leben. Dass dein Berg sich muss wegheben ins Meer. Dass dein Problem gelöst wird. Dass dein Hindernis verschwindet.
Das ist der Glaube Gott, wie Jesus meint. Das ist der Glaube. Wo du weißt, das, was ich rede, geschieht. Nicht, weil es meine Worte sind, nicht, weil es meine Gedanken sind, sondern weil es das Wort Gottes, weil es Gedanken Gottes sind, weil es der Wille Gottes ist, den ich ausspreche. Das ist biblischer Glaube. Du musst wissen, was sagt Gott in seinem Wort. Du musst wissen, was steht mir zu durch das Erlösungswerk Jesu. Was hat Jesus für mich erwirkt am Kreuz von Golgatha? Du musst das Wort kennen, du musst es lesen, du musst es studieren, du musst mit Gott übereinstimmen, du musst seine Worte zu deinen Worten machen, so anfangen reden, wie er redet, über dich, über sich, über deine Situation. Nicht am Morgen, wenn du stille Zeit lesest, Philipper 4,13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und dann sagst du das Halleluja, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Und dann den ganzen Tag sagst du, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Sondern dabei bleiben. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Dabei bleiben. Und dass du forderst, was dir von Gott her zusteht, im Namen Jesu. Dass du deinem Berg, deinem Problem, deinem Hindernis, deiner Schwierigkeit befiehlst, sich hinwegzuheben. Raus aus deinem Leben. Im Namen Jesu. Und dass du weißt, schlussendlich, dass du das, was du so aussprichst, empfangen hast. Empfangen hast, ist noch nicht sichtbar, aber du hast schon empfangen. Und dann bleibt schlussendlich nur noch eins. Du kannst sagen, Halleluja, Jesus, ich preise dich, du bist so gut. Amen.